Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier richtig früh aufgestanden, heute irgendwie 7 Uhr. Wir haben ja Zeitverschiebung. Eigentlich wäre es ja schon bei uns jetzt 11, 12, 6 Stunden und 13 Uhr. Es ist schon 13 Uhr. Naja, Sonnenaufgang, wie immer. Ich bin hier am Start mit meiner Kamera natürlich. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich packe doch einfach direkt mal kurz ein Weitwinkelobjektiv drauf hier und gucken wir mal, wie das so aussieht. Und hier gibt es so ein paar schöne Palmen. Ich denke, da könnte man ein cooles Foto draus machen, wenn man das hier so komponiert. Die zwei Palmen, immer gucken, diese Laterne scheint ein bisschen im Weg zu sein. Das werde ich jetzt richten. Ich dachte mir, ich nehme doch einfach mal hier diese Springbrunnen mit aufs Bild. Ein bisschen mit der Gegenlichtsonne, das sieht echt ziemlich cool aus. Hier sind tausende von Vögeln. Taubenviecher, aber wir haben nichts dabei, sonst könnte man die anlocken. Das gäbe bestimmt auch ein geiles Bild. Das probiere ich jetzt auch direkt einmal mal aus. Dann schnappen wir uns hier mal die Kamera. Ich habe hier das Valimax Pro 12 mm, ne, das 14 mm drauf. Das Problem ist, es ist ein vollkommen, sieht man gar nicht, komplett manuelles Objektiv. Das heißt, man muss die Blende und den Fokus direkt am Objektiv einstellen hier. Das hat aber einen Nachteil, das heißt nämlich, dass man auf dem Live-View meistens so rein gar nichts sieht. Und das heißt, so viel wie man muss wirklich durch den Sucher fotografieren. Das ist sau schwer, gerade wenn es schnell gehen muss bei Sonnenaufgang, weil es ja ziemlich schnell geht. Ihr seht schon, die Sonne ist jetzt schon viel höher und jetzt ist es gleich taghell. Tja, müssen wir noch mal gucken, was ich hier mache. Noch mal ein paar Bäume mitnehmen. So, ich habe hier doch wieder das große 370 bis 300er Objektiv draufgepackt. Aber irgendwie gefällt mir das Objektiv je länger, je weniger, weil das ist einfach total unscharf. Das verzieht total, das ist nicht so ein teures Objektiv. Ja, da muss ich mal gucken, was ich da langfristig für eine Lösung für finde, weil das macht echt keinen Spaß. Und jetzt fahren wir einmal nach ganz da vorne. Und jetzt, wo ich das gerade sehe, das ist ein ziemlich cooles Bild. Das muss ich auch noch mal schnell machen. So, die Sonne ist mittlerweile echt schon ziemlich hoch. Das ist einfach jetzt schon zu hoch, um vernünftig noch zu fotografieren. Ich habe leider keinen ND-Filter dabei, das habe ich irgendwie verpeilt. Ich weiß auch nicht, ich wollte mir noch einen ND-Filter für das eine Objektiv besorgen. Das Problem ist, für das Weitwinkelobjektiv, für das ich gerne den ND-Filter gehabt hätte, da gibt es so von Natur aus keinen. Und deswegen hätte ich da einen Kompromiss machen müssen und das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich damals nicht direkt eingekauft habe. Jetzt bereue ich es, aber ich bin hier nochmal an diesem Gebäude, wo das so richtig geil spiegelt und das will ich natürlich jetzt nochmal einfangen mit dem Weitwinkel 14 mm. Ist hier eine Straße im Weg, wie komme ich denn hier vorbei? Muss ich einmal rundum gehen. So cool. Das Geile ist, in Amerika gucken die Leute mal überhaupt nicht. Wenn man am Vloggen ist, in Deutschland, dann ist es so, dass die Leute einen angucken wie so einen Außerirdischen, ohne Witz. Wie so ein Schnitzel auf Rädern. Und hier ist es so saunormal, dass die Leute ihre Fresse in eine Kamera halten. Finde ich super, finde ich echt super. Und es ist hier einfach so, wie man sich Amerika vorstellt, ohne Scheiß jetzt. Ohne Scheiß, Leute, das ist echt einfach so Amerika pur. Wenn man sich diese Häuser anguckt, hier mit einer Kirche so. Jede Kirche hat so ein Drive-Thru, ohne Witz. Da gibt es alle 10 Meter kommt eine Kirche und jede Kirche hat einen Parkplatz, der ist größer als bei uns bei jedem Realkauf. Also da fahren echt alle mit ihren teuren Autos morgens schnell hin, gehen da eine Stunde in die Kirche und fahren dann mit ihren dicken Autos wieder weg. Das ist krass. Habe ich doch irgendwie nicht erwartet. Aber ihr werdet in einem nächsten Video nochmal ein paar Dinge sehen, von denen ich echt überrascht war in Amerika. Und jetzt sind wir hier an diesem Gebäude angekommen. Cool. Guck mal, wie nice das einfach aussieht. Das sieht richtig geil aus. Ich habe gerade noch hier entdeckt, dieses schöne Gebäude. Zieht euch das einfach mal rein. Das ist so ein Kolonialstil gebautes Haus, The Boston House, und das steht zum Verkauf. Man könnte also hier hingehen und sich dieses wunderschöne Sahnestück kaufen. Und das Geile ist, und jetzt wartet mal ab, das Geile ist einfach, bam, das liegt hier direkt am Wasser. Wie geil ist das denn? Alter, das wäre bei uns unbezahlbar. Das wäre bei uns unbezahlbar. Mitten in der Stadt, so ein Haus, hier ein National Historic Building for sale und man kann es kaufen und what? Warum kauft das keiner?
Alter! So, wir sind jetzt hier am nächsten Strand und haben hier so Möwen und wir haben hier gerade einen Herrn getroffen. Der hat erzählt, dass diese Möwen hier ziemlich dreist seien. Die warten hier, bis jemand ins Wasser geht und klauen einem dann die Sachen. I have nothing. Und dann klauen die Sachen hier raus. Und ihr seht schon, ich bin hier schon jetzt irgendwie so 1 Meter von dieser Möwe entfernt. Pareisegal! If you have a little piece of pepperoni or a little piece of bologna or something, he'd take it, it right out of your hand, man. They're so used to people. They know us like crazy here. That's awesome. Yeah, it's really cool. Als Visitor. Aber damals sind Dings noch gestanden. Ha, wir sind jetzt Richtung Norden gefahren. 5 Stunden, nein, nicht ganz, 2,5 oder so. Und ihr wisst und ihr glaubt auch gar nicht, wo wir sind, nämlich im Kennedy Space Center. Ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Hoffentlich wird das richtig cool, aber ich sehe, da stehen schon ganz viele so Raketen und so. Hammer, guckt euch mal das an. Da steht so dieses Shuttle-Modul. Oh, voll geil. Jetzt muss ich erstmal Tickets kaufen. Hier kommt auch so epische Musik aus dem Boden. Oh, guck mal, wie das hier so ist. So, wir sind jetzt hier im Eingangsbereich vom Kennedy Space Center. Noch eine Kontrolle. Wir mussten hier schon einmal Sicherheitskontrolle hinter uns bringen. Da gucken, wo man keine Waffen und sowas dabei hat. Es fehlt noch epische Musik. Und wir gehen durch den Gateway zur Kapsel. Alles für den Dackel, für die Forschung. Alter, Alter, ey. For how long? Oh, it's really comfortable. Like that. Oh my god. How does your body feel like that? Das ist so eine Raumkapsel.
Und diese Astronauten, die ersten, die zum Mond geflogen sind, die waren hier 14 Tage lang in dieser Position. Die konnten sich nicht bewegen, 2 Wochen lang in so einer kleinen Kapsel. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Kein iPhone, kein iPad dabei, kein Netflix. Wie hält man das 14 Tage lang aus? Keine Bücher. Keine Bücher. Und das hier ist also so eine Rakete, die nicht ins All geflogen ist, weil das ist nur ein Ersatzteillager quasi. Ja, also Respekt kann nicht jeder, glaube ich. Wir haben hier gerade nochmal diskutiert, 14 Tage lang, aber ich meine, andere Menschen gehen in 14 Tage lang in den Dschungel und essen Kakerlaken. Kann man sich aussuchen. Ich würde persönlich eher ins All fliegen, als Kakerlaken zu fressen 14 Tage. So ein Bullshit. Gigantisch, oder? Das ist die Atlantis, Space Shuttle Atlantis. Die war tatsächlich im Weltall und war die erste Rakete, die auch wieder heil auf die Erde runtergekommen ist. Ich meine, wie awesome ist das denn? Guckt euch das mal hier hinten an. Das ist einfach riesengroß, aber trotzdem irgendwie nicht so groß, wie ich dachte. Ich dachte irgendwie immer, die wären größer. Guckt mal, das sind die Triebwerke. Krass, oder? Hier ist gerade das Memorial, wo die ganzen Astronauten, die bei der Challenger und Columbia abstürzen, ums Leben gekommen sind. Seconds on our steps, we are still going at this time. 15, 14, 13, 12, 11, 10.